What? Ich finde immer noch, wir sollten einen neuen Titelsong machen. Weißt Ja. du, wir selber wir können zwar Also beide mit Triangel. Ding. ja, es ist so «Ding». Ja, Da, voll. da, da. Da, 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 da. Aber weißt du, alle die Du hast heißen immer einen Jingle im Kopf, Steffi. es ist wirklich alle so «Lass den Jingle», er ist völlig okay. Ausser meine Cousine, Kathi, die jetzt zuhört, ich glaube, sie regt sich immer noch auf der Musik. I just think she can't handle the music. Ich glaube, es ist das. Die Musik ist stark. Sie ist so ausdrucksvoll und so. Weißt du, musst das so nein, ich höre jetzt auf, Entschuldigung. I'm sorry, Kathi, ich nehme es zurück. Unser Jingle wir können es verbessern, aber wir haben Freude. Das heisst immer, es ist unsere Fanfare, dass ihr alle wisst, es geht wieder los. Das Gute-Nacht-Geschichtli mit der Steffi und der Jenny. Ja, das ist schon. Ah, du musst selber lachen, ich Ja. weiss es genau. Ja. Aber was ich schon muss sagen, ich finde es schön, wir haben jetzt ja die offizielle, es hat eine Hörerin hat uns einen Buchtipp gemeldet, weil man ja letzte Woche gesagt hat, bitte schickt uns «The Naughtiest and Dirtiest». Und wir haben einen Vorschlag bekommen und ich glaube, das müssen wir den wirklich lesen, Steffi. Ich glaube, das müssen wir wirklich so einen Buchclub machen. Also, warte mal schnell, ich finde das im Fall jetzt gerade eine gute Überleitung, weil ich habe jetzt aus Versehen mein WhatsApp nicht abgestellt und Nick hat jetzt gerade geschrieben, ich will meinen Krümpi und jetzt müssen wir schnell einen Special Guest machen. Was? Das ist der Tigerprinz! Oh mein Gott, ja, sorry. In Stripes. In Stripes. Das ist wirklich mein kleiner Matros. Thank you, alle miteinander. Das ist jetzt gerade so wie so, ich meine, es ist wie wenn andere Stripper haben wir jetzt einfach irgendwie so einen random Dude gehabt. Das hure her gewesen. Jenny einfach so, nein, es ist irgendwie so, es ist völlig okay. Was? A new red? Nein, ich habe so eine mysteriöse Meldung. Bist du die auch? Ja, wenn wir nochmal anfangen, ich weiß nicht, was die Meldung heisst. Aber es ist weird. Es Ja, ist ich immer glaube nochmal fast anfangen, oder? okay, komm, ich Oder frage nicht? das. Nein. Nein! Es ist wirklich, das ist started due to changes in your devices. Du hast irgendwie so rumgeknackelt. Gar nicht umknacken, das ist im Fall die Energie vom Nick, die da einfach alles durcheinander gemacht hat. Normal. Kurzschluss im System. Nein, es ist wirklich Also machen wir weiter. Komm, fertig jetzt. Anders, machen wir jetzt nochmal neu oder machen wir weiter, Steffi? okay, gut. Also, sorry, jetzt siehst du, Männer bringen mich ganz durcheinander. Also, wo sind wir gsi? Mit der Titelmusik, mit irgendwie so, es ist, mit Dirty Novels. Wir haben einen Vorschlag von einer Leserin. Oder Leserin. Hörerin. Also, wir haben sie als letzte Woche gehabt von so Spicy Literature. Ja. Also nachher Und- sollst du die Folge hören. Okay, und wir haben, was ist der Kommentar gewesen? Ich habe mich gar nicht getraut, um das anzuschauen. Irgendetwas mit Spicy Cowboy. Ich finde sowohl Space Novels als auch Cowboy Novels ganz schlimm. Oh mein Gott, hast du jetzt mein Gesicht gesehen? Nein, die, zuhören nicht. Ich so, also könnte man vielleicht schon machen. Also, Steffi wird schon ganz leicht wuschig. es ist wirklich so, excuse me, ich komme in 10 Minuten wieder. Aber nein, also wir nehmen den Kommentar natürlich fest zu Herzen. Eben, ich habe ja ein Kindle, wenn ich ja beichtet habe, dass ich irgendwie auch wirklich so ein bisschen, vielleicht nicht so ganz jugendfreie Sachen kann lesen kann. Okay, also das Spicy Cowboy kann ich noch nicht versprechen, aber danke vielmals für den Tipp. Ja, much appreciated. Ja, allerdings. Also vielleicht, und sonst kommt es vielleicht einfach auch nur auf die Liste Shit I didn't buy. Ja, durchaus, weil eben wahrscheinlich auch die Novels kosten irgendwie auch irgendwie $2. Aber also, das ist jetzt ein herausfordernder Tag für dich heute, weil also unter Shit I didn't buy, ich will einfach schnell spoilern, Jenny ist heute ein bisschen schwach geworden, aber du musst ja. Wenn du? Das ist jetzt vielleicht News für das Paar, und das Paar sagen, mein Gott, das weiß ich schon hure lang. Der Globus hat ein Outlet. Und für alle OGs, die wissen, dass früher ist der Globus hat ein Outlet-Laden gehabt beim Glattzentrum in der Nähe. Der ist eben nicht mehr dort. Der ist jetzt in Ottelfingen. Und das ist vielleicht für ein paar mega dumm. Für mich ist es mega gut, weil ich Luftlinie etwa 1 Kilometer davon entfernt, nein, nicht, vielleicht 2 Kilometer Luftlinie. Oder 3. Egal. Jedenfalls mega nah von dort wohnen. Das ist wirklich so OG Outlet Experience. Wo du musst irgendwo in eine Fabrikhalle rein und dann steigen rauf und das ist alles so ein bisschen shady. Und die haben auch nur so wirklich so ein Pop-up-Öffnungszeiten. Also sie haben immer wieder mal 3 Tage off und dann wieder nicht. Und jetzt, wo wir das aufnehmen, haben sie Puff. Und dann haben Kollegen und ich haben gefunden, wir machen das mal. Sehr gut. Jetzt hast du heute also wirklich einen Shopping-Ausflug gemacht. Ja, also ich habe Shit I didn't buy and Shit I didn't buy. Okay, das ist gut. Also du hast, sie hat mir vor, es ist jetzt ein bisschen gemein, sie hat mir ihren Haul schon ein bisschen versteckt, hat sie mir 2, 3 Sachen gezeigt, und ich muss sagen, appreciate it a lot. Aber welchen Shit hast du nicht gekauft diese Woche? Was ich nicht gekauft habe, es war eine schöne Vase gewesen, mit so grünem Glas, mit so ein bisschen Airbubbles und pinken Griff, weißt du, so transparent. Ja. Und wirklich recht gross und schwer. Und ich so, that's nice. Mhm.
Und ich habe dann I chickened out, weil ich gesehen habe, dass der Nicht-Outlet, also der OSP, der Original Sales Price von dieser Vase, ist 850 Franken gewesen. Und dann habe ich gefunden, ich will den Sales-Preis nicht wissen. Auch den Outlet-Preis nicht wissen, weil er ist 100 Pro noch mehr als irgendwie 200 Stutz. Und so. Verstehe ich total. Ich glaube, ich weiss sogar als ehemalige Globus-Mitarbeiterin, welche Vase das ist. Es ist wirklich mega cute, aber Das ist very die pretty. wäre auch immer noch painfully teuer gewesen. Ja, ich habe gefunden, nein, 200 Stutz will mir jetzt nicht ausgeben. Aber Okay. okay, Das ist, I will das ist, live. ich glaube es auch. Und wirklich, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, dass ich ein Vasenverbot habe. Also nicht nur selber aufhängen, sondern auch von anderen Familienmitgliedern. Weil ich habe glaube ich literally etwa 40 Vasen. Ich habe für jeden möglichen Blumenstrauß habe ich mindestens eine Vase. Und es hat keinen Platz mehr. Ich muss jetzt wirklich ins Brocki bringen. Mein Ringlight, das ich da bin jetzt für meinen Podcast, steht auch in einer Vase, die ich eigentlich ins Brocki bringen wollte. Aber es ist jetzt perfekt für mein Ringlicht. Weißt du, muss ich abhalten. Wirklich, it's sad. Ich muss jetzt kurz sagen, ich habe 3 Vasen. Was? Okay, dann weiss ich ja auch, was ich dir auf den Geburtstag schenken kann. Nein, ist wirklich jetzt. Ja, ohne Scheiß. Ui. Also ich habe sogar Glasvasen. Also weißt du, das sind jetzt so die kunstvollen Vasen, die ich habe. Es gibt ja einfach die Basic Glasvasen. Und von denen habe ich sicher nochmal separat etwa 15. Bei dir kann man wenigstens noch ineinander rein, weißt du, so, wie so, weißt du, die russischen Babys, wo kannst du Nein, ineinander tun, die kannst du, nein. Alright, gut. Also, Nein. aber Also für eine Höhe Glasvase für Mhm. lange Stiel. Ich habe eine kleinere für so Bouquets, für so kleinere Bouquets, so kleine ründliche. Mhm. Und dann habe ich, das ist eigentlich noch cool, ich habe so Reagenzgläschen, die du einzeln reinstecken kannst. Das macht Sinn. Ja. Das ist so. Ich finde finde es ich sehr mega. vernünftig und ich bewundere dich sehr. Natürlich auch noch, ich tue sie manchmal halt einfach auch zum Beispiel in Krüge. In Krüge habe ich halt auch noch 2. Ja. Eben, Krüge sind eben auch super so zwischendurch. Ja. Oder Freunde, Also wenn du mir- Krüge als Vase zählst, habe ich 5. Okay, ja, aber das finde ich, nein, eigentlich nicht, weil du benutzt sie ja als Krüge. Mhm. Aber eine Freundin von mir hat mal etwas Cooles gemacht. Sie gesagt hat, wenn sie in einem Brocki ist, kauft sie, weisst, einfach irgendwie so random Krüge und wenn sie jemandem eine Blume, also einen Blumenstrauß schenkt sie immer so eine Brocki-Vase mit. Und die muss auch nicht schön sein, weil sie gefunden hat, die können sie nachher auch wieder weiterschenken. Aber das finde ich noch total schön, weißt du, du kannst wirklich an ein Event gehen und du hast den Blumenstrauß schon in einer Vase drin. Und sie hat mir irgendwie so, sie hat gesagt, kannst du es nachher vortragen? Und sie hat mir so ein weisses Wesen, so ein 60er-Jahr, so ein Krügel, das habe ich also auch immer noch. Finde ich noch eine cute Idee. Ja. Für im Vorrat. Wir alles lernen und enablen, wo die Leute eben trotzdem etwas posten können. Ich möchte etwas zeigen, wo ich finde, ich habe mich so zusammengerissen. Oh Eben mei. fashion-affin und jetzt eben gerade so mit Plus-Sizes ist es manchmal ein bisschen schwierig und ich habe ein Label entdeckt. Das heisst Beautiful Genius. Falls du jetzt zuhörst und irgendwie das Handy in der Hand hast, kann das anschauen. Es ist beautifulgenius.com, ist ein amerikanisches Label. Du wirst mega verschrecken, weil es ist so farbiger Drogentrip, extrem bunte Mode, die du eigentlich nicht kannst tragen. Aber die Designerin macht ihre Oh. Stöffel selber Mhm. und die hat in der Schal the Opossum Scarf. Und jetzt musst du schauen, so cute, also jetzt musst du schauen, also weißt Okay, schon das wieder ist an, cute. das ist ein wahnsinnig gutes Werbefoto. Und es ist wirklich so wie ein klassischer, weißt du, so ein Hermes-Seidenschal. Ja. Und wenn du genau gehst, Aber schauen, mit Possums. Okay, love it, upset. Opossums, I cannot, und es ist so ein blau-weiß Druck, weil ein bisschen Ja. Delft, Können wir nicht zusammen kosten, dass wir noch einmal Shipping zahlen? hey, das fände ich ein paar wirklich lässig. Also es kostet 61 Franken und es ist auch aus Amerika. Das heisst, wir haben wahrscheinlich so Zoll und Tarif noch irgendwie nochmal 320 Franken dazu. Mindestens, ja. Aber ich habe es mega cute gefunden und sehr originell. Und ich liebe so Zeug, wo du einfach so auf den zweiten Blick musst du so ein bisschen genauer schauen und dann so, what? Ja, das Ja. ist sehr gut. Freut. Ich habe es nicht gepostet und ich habe mich total zusammengerissen and I'm proud of myself. Applaus. Danke vielmals, thank you. Früher habe ich auf so einem, weißt du, so 90er-Jahre-Radiosender, haben wir so eine Jingle-Maschine gehabt. Ich sage immer noch, ich will so Buttons. Ja, wirklich, da hast du einen Applaus und da hast du einen Frosch. Wie schön, da hast du ich habe total. Okay, Guys, 2026 ist noch jung. Jennifer und ich wissen wirklich nicht, wo uns die Ich Reise noch habe, lustigerweise, als ich in der Agentur gearbeitet habe, habe ich so eine App gehabt auf dem Handy mit so Buttons. Und ich habe mich auch sehr beliebt gemacht. Ich habe so einen Peitschen-Button gehabt und habe einfach immer wieder mal so. Okay, ja, das ist natürlich, also weißt du, richtig eingesetzt sind sie eben schon genial. Das ist richtig gut. Es hat immer funktioniert. Meine Designer sind immer happy gewesen. Das ist gut. Vielleicht noch aus anderen Gründen, aber das wissen wir jetzt nicht so genau. Well. Es ist so. Okay. Ich weiss nicht, was anlegen im Moment. Es ist irgendwie so weirdes Wetter. Mir ist so warm. Oh mein Gott. Schnee und dann wieder, es ist absurd gewesen. Also ich finde es ja toll. Es ist jetzt wirklich ein bisschen wärmer gewesen. Aber ich habe Angst, dass ich eben wirklich dann enttäuscht werde. Ja. Oder? Weil jetzt sind wieder Kätzchen bei uns auf der Terrasse blühen. Und ich weiss genau, es versäckelt wieder alles und es gefriert wieder irgendwie 2 Wochen.
Also ich sage es wirklich nicht gerne. Ich bin eine ganz positive, aber du wirst enttäuscht werden. Es kommt nochmal irgendein fieser Schnee. Mein Oder Glas ist immer halb leer. immer Allblä. Ist überhaupt nicht. Ich finde, wir sind beide recht positiv. Ausser wenn wir es nicht sind. Ja. Aber anyway. Also sonst finde ich, es ist eine gute Woche gewesen. Ich freue mich jetzt vor allem aufs Wochenende. Oh mein Gott, März schon. Ich weiß auch nicht, es ist schon einfach die Zeit galoppiert uns davon. Aber das sagen alle alten Leute, oder? Ich glaube, ja. Ja, ich glaube. Das ist wirklich Genau. irgendwie eines von den one of these Phänomens, oder? Ja, Aber ich weiß ganz nicht, ich habe das Gefühl, wir sind auch irgendwie rocky gestartet. Ja, ich weiss auch nicht, das ist irgendwie so ein bisschen weiss auch nicht. Also, ich finde, es kann wir haben's ja von der Astrologie gehabt. Ich glaube, wir haben schon noch 2, 3 so also, ich glaube, es noch ein bisschen 'n bumpy road, aber ich bin zuversichtlich. Oh mein Gott, ich töne so blöd. Es kommt alles gut, aber ich bin Weißt du, wirklich du so bist im manchmal Fall einfach irgendwie so ein Nanometerli davon entfernt, um zu sagen, es hat alles ein Ende, nur die Wurst hat. nein, also, so weit würde ich nie gehen. Entschuldigung, das ist Peach-Weber-Territorium. Nein, machen wir nicht. OMG. Ich glaube, das habe ich noch nie in meinem Leben gesagt. Aber hey, ich weiss Ich auch nicht, weiß was auch nach nicht. Das ist nach wirklich 3 so Gläsern Prosecco. I ja, don't ich know. weiß einfach nicht. Das ist wirklich ja. Ich muss aufhören, die ganze Wir haben schon mal über den Peach Weber geredet. Ich erinnere mich halt schon wieder daran, dass ich wirklich einfach ich habe nicht so viele Leute auf meiner Blacklist, aber die 3, die ich drauf habe, die heissen alle Weber. Es ist wirklich absurd. Ja, es stimmt, ich habe im Fall keine Feindesliste. Du hast das schon mal erwähnt. Nicht übertrieben. Es ist Okay. einfach blacklisted. Okay. Also nein, ich finde, eigentlich sollten wir alle ein bisschen eine Feindesliste haben, weil das respektiere ich. Meine Tochter, die Lili, hat im Fall schon mit etwa 7 hat sie eine Todesfeindenliste gehabt. Und die hat immer wieder hat's da, aber weißt du, sie hat ein bisschen ajustiert. Es sagen die Namen, die immer noch drauf sind. Und, Ja. also es ist wirklich der Jan, der, ihre Sandburg kaputt gemacht hat, in der 4. Klasse im Schulhaus Karthaus oben. Jan, du bist immer noch auf der Shitlist bei der Lili. Ich möchte es einfach sagen. Es ist wirklich, Jan, du bist sicher jetzt irgendwie so 21, total gut aussehend, studierst wahrscheinlich 6 Sachen gleichzeitig. Und Lili sagt, nope, you are still noped out. Ich finde das recht geil. Nein, sie gesagt, Aber I respect it. Respect. Ja, Respect. sicher. Ja. Ja. Ich möchte jetzt nicht darüber reden, dass auch ihre Schwester dort recht weit oben ist. Schon seit forever. Ja. Ja. Ja, die haben im Fall letztens mit mir und Lili, ich tue jetzt einfach aus dem Nähkästchen plaudern, meine Töchter sind 21 und 23. Und dann letztens sich müssen zusammenreissen, für 3 Tage sind sie mit den Grosseltern in die Berge rauf. Und es sind voll wirklich beide heimgekommen und so unabhängig voneinander, weißt du, so. Es ist voll mega mühsam gewesen. Und dann die andere, weißt du, am Telefon, es ist voll mega mühsam gewesen. Dann habe ich habe mich so gefühlt, ich so, ihr habt euch so zusammengerissen als Kind, es ist so cool gewesen. Sie sind schon unterschiedlich, aber ja, also, man muss manchmal ein bisschen durchschnaufen, wenn man irgendwie viel Zeit muss verbringen mit seinen Geschwistern. Nicht immer viel durchschnaufen, das gehört dazu. Aber Ja, hey, muss man eigentlich bei unserem MIDS auch tief durchschnaufen? ja, ich finde schon. Ich finde es im Fall noch eine spannende Geschichte, weil also wir sind schon noch nicht Wedding Season, aber wir gehen so in Richtung. Mai, oder? Wedding Okay, Season. gut. Also wir tun jetzt so ein bisschen vorglühen für die Wedding Weißt du, Season. so fun story, wenn jetzt irgendeine Historikerin zulässt und sagt, es ist im Fall nicht wahr, dann I'm deeply sorry, aber ich habe es wirklich so gehört. Ich meine, wenn es nicht so ist, dann können wir es mir sagen, dann sage ich das. Erzähle ich das eigentlich auch nicht mehr weiter. Weißt du so, dass Mai Wedding Season ist bei uns? Nein, eigentlich nicht. Weil, also, ich habe es gelesen. True story. I read that, so it's true. Früher sind Brutstrauß Maiglöckli gsi und die sind halt im Mai gsi. Und wieso sind es Maiglöckli gsi, you ask? Weil das sind sehr stark duftende Blumen gsi und früher haben halt einfach alle ein bisschen mehr gestunken und darum haben wir Maiblümli gehabt. Damit das Hochzeitsfest nicht so stinkig ist. Wow. Ja. Das habe ich At nicht least what I read. Okay, also es ist Die voll sind cool. total plausibel und von dem her Wir belieben unsere Ja. neue Wahrheit, Maiglöckli. Finde ich total gut. Ja. Also, ich bin jetzt bei dieser Geschichte ist es jetzt nicht unbedingt, ich weiss nicht, ob es überhaupt zum Brutstrauß gekommen ist, aber es hat mit dem Valentinstag zu tun, wo auch gerade war. Ich hoffe, Sie sind parat. Jetzt ist irgendwie so der Zeitpunkt, wenn das jetzt ein gute Nachtgeschichtli wäre, könnt ihr euch ein bisschen einkuscheln im Bett, damit ihr euch mit uns zusammen ein bisschen aufregen könnt. Sind ihr parat? Jim hören, Steffi. Du musst nicht. Entschuldigung, also jetzt vielleicht einfach jetzt können wir die grosse Steigung machen miteinander. Ist gut. Ja. Also, meine liebste MIDS-Geschichte von der Woche, frisch von Reddit, abgelupft, heisst Am I the Asshole? Bin ich das Arschloch, weil ich den Moment vom öffentlichen Heiratsantrag von meiner Freundin ruiniert habe. Das ist so. Es geht schon. Mhm. Ich lege los. Das ist in der Ich-Form geschrieben, weil die junge Dame das natürlich genau so in Reddit postet hat. Okay, sie schreibt Folgendes.
Ich, Klammer 24 weiblich, habe eine Valentinstagsparty für unsere Freundesgruppe. Und zwei von diesen Freunden, die Emily, Klammer 25, und der Tyler, Klammer 25, datet schon ein ziemliches Zeitchen. Ein paar Tage vor der Party hat mir der Tyler, dass er der Emily an meiner Party will einen Antrag machen will. Und er war mega aufgeregt und hat mich gefragt, ob ich ihm dabei helfen kann, den Moment so richtig zu planen. Die Sache ist jetzt aber die Emily ist eine meiner engsten Freundinnen und hat mir in den letzten paar Jahren mehrfach gesagt, wie sehr sie einen öffentlichen Antrag würde hassen. Es ist wirklich sehr deutlich gewesen, was sie gesagt hat. Sie findet es peinlich und performative. Sie ist eine der introvertiertesten Menschen, die ich kenne. Und ich bin wirklich überzeugt, dass sie den Gedanken, so im Mittelpunkt zu stehen, auch schlimm findet und dass sie sich auch unter Druck gesetzt fühlen würde, dann immer Ja zu sagen, wenn sie eine erste Zuschauer hat. Okay? Also, sie schreibt weiter, ich habe dann probiert, am Tyler subtil zu suggerieren, dass ein öffentlicher Antrag vielleicht nicht die beste Idee wäre. Aber er ist einfach total nicht darauf eingegangen. Ich bin dann in Panik geraten und habe Emily von seinem Plan erzählt. Sie war sehr dankbar gewesen, dass ich ihr gesagt habe, ich aber auch ziemlich hässig, dass er sie nicht genug gut kennt, um zu wissen, dass sie das extrem nicht lässig finden. Also, sie muss ihn dann konfrontiert haben wegen, und das Gespräch ist offenbar nicht sehr gut gelaufen. Weil, wo sie zu meiner Party gekommen sind, also die Valentinstagsparty gefunden, ist die Spannung zwischen ihnen mega deutlich zu spüren gewesen. Alle haben gemerkt, dass etwas nicht gut ist und der ganze Abend ist einfach mega awkward gewesen für alle. Seitdem hat der Tyler kaum ein Wort geredet mit mir und in unserem Gruppenchat gesagt, dass ich ihn sabotiert hätte. Nochmal zitieren, der wichtigste Moment in seinem Leben ruiniert hätte. Und jetzt ist es so, einer von unseren Freunden hat mir gesagt, dass ich hätte direkt mit dem Tyler reden, anstatt das der Emily zu erzählen und dass ich ihn wirklich verraten hätte. Und die anderen sind aber so ein bisschen genervt, weil einfach Party mir scheisse war, weil ich also doof bin. Also es sind einige auf meiner Seite, aber ich bereue es auf jeden Fall total, so ein Drama ausgelöst zu haben. Aber ich glaube wirklich, wenn er wirklich parat gewesen wäre, sie zu heiraten, dann hätte er sie genug gut müssen kennen, dass sie einen Antrag in der Öffentlichkeit wird hassen. Und ich habe sie dann beide von einer peinlichen Situation bewahren. Aber jetzt frage ich mich, ob ich ihn nicht direkter hätte warnen sollen. Ich finde mich schrecklich, dass ich jetzt in ihrer Beziehungskrise quasi mit drin stehe. Und es hat wirklich so ein bisschen einen Graben gezogen durch unseren ganzen Freundeskreis. Am I the asshole? Also, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber geredet und öffentliche Heiratsanträge sind einfach stupid, stupid, stupid. Aber ja, ist halt schon, manchmal wünscht man sich halt schon, man hätte sich einfach nicht eingemischt. Okay, ein wichtiger Satz. Manchmal wünscht man schon, man hat sich nicht eingemischt. Und Also, habe ich gehört. Habe ich von jemandem gehört. Nicht, dass ich das selber sagen Können wir nicht. weil ich finde es immer gut, wenn ich mich einmische, weil ich meine, allwissend. Aber, ich meine, ich habe gehört, man sagt, Man sagt. Gott geschrieben niemand, dass man sich nicht immer einmischt. Also eben, es ist nochmal so ein Am I the Asshole-Fall. Die Beteiligten sind alle relativ jung. Ich meine, die sind wie also Mitte 20. Weißt du, bei der Thread hat es sehr viele Kommentare gegeben und es ist irgendwie 70% haben gefunden, you're the asshole. Ist relativ selten. Meistens bist du ja nicht das Arschloch. Ja, absolut. 79% haben einfach gefunden, ja, du bist das Arschloch. Und das ist so der Grundtenor, also der grösste Kommentar, der gekommen ist, den ich dann eben auch gefunden habe, ist, es gibt keinen Grund, wieso dass du nicht zuerst mit ihm darüber reden und nicht direkt zu der Freundin gehen. Ja, fair. Das finde ich auch. Das ist irgendwie so, weil sie hat es ja probiert, ihm zu sagen, weißt du, so, hey, ich glaube, es ist keine gute Idee, aber er hat es nicht gecheckt und er ist so in seinem Film Ja, aber hinein. mal checken es nie, da musst du es wirklich ausbuchstabieren. Das ist wirklich wahr. Und wo sie gemerkt hat, dass er irgendwie, weißt, nicht darauf eingeht, hat sie wirklich nochmal krisen und sagen mir so, hey, ich wirklich mach's nicht. Ja, oder halt einfach shut the fuck up. Oder, Und einfach das Ganze. Da weiss ich jetzt wirklich nicht, ob du rein musst. Also weißt, ich finde, es gibt wirklich Gründe, wo du vielleicht wirklich rein musst, wenn du, weiss doch auch nicht, wenn es ja schon mal gehabt, dass die Freundin irgendwie gewusst hat, dass er sie betrügt, oder dass er irgendwie Schulden hat. Also weißt, ich wirklich findest, ey, das ist wirklich kritisch. Das ist jetzt so, Easy machbar gewesen. easy Weißt, weil machbar. und vor allem, es hat einfach zu dieser ihrer Story gehört. Wir haben alle auch schon so Geschichten, also vielleicht nicht alle, vielleicht ist einfach die Steffi obsessed und liest zu viel so Online-Geschichten. Ich meine, es gibt ja auch viel, dass du irgendwie siehst, auch wenn sie irgendwie so eben mit diesen Hochzeitsanträgen, weißt du, wenn sie nicht gefilmt worden ist, dass eine Frau einfach aus Verlegenheit Ja sagt, oder? Weil alle zuschauen und sie findet, hey, ich kann den jetzt nicht vor dem Publikum quasi ablehnen. Eben, also weißt du, das braucht dann grauenhaft Balls, zum irgendwie sagen, so, hey, weißt du was,
Nein. Ja. Es ist so, ich finde es ein awkward Moment und ich finde es auch im Fall legitim. Es gibt auch im Fall viele so Geschichten und so Fälle, die ich gelesen habe, wo sie dann einfach irgendwie Ja sagen, zum nachher im Nachhinein absagen und dann gibt es irgendwie noch viel grösseren Puff. Weil dann brichst du wirklich auch jemandem das Herz, wenn du sagst, wieso sagst du zuerst Ja und dann nachher doch nicht. I don't know. Es Ja, ist, finde ich aber dann eben auch doch verständlich, wenn du jemanden so an den Spot stellst, dass die Person dann nicht in dem Moment kann sagen, nein. Vor allem, wir sind ja schon so das Geschlecht, das so ein bisschen drauf getrimmt ist. ja, Wir immer es ist, sagen, dass wir immer das sagen, was wir müssen sagen, um den Frieden zu behalten. Oder? genau. Ja. Ja, eben. Ich glaube, You're the asshole. you are the Das asshole. ist also das erste You're the asshole Verdict. Stimmt. Es ist wirklich so. Ich glaube, das haben wir noch ganz, ganz Hey, selten. wenn ich nicht 20 Folgen brauche oder so, aber hey, we got Hey, aber there. weißt du, da wäre unsere Soundbank wirklich super gewesen. Da könnten wir, weißt du, so eine spezielle Fanfare machen. Das Ja. wäre so. Aber einfach, es ist auch das Leben. Sometimes you are the asshole. Das ist wirklich so. Okay, so vielleicht, wenn wir jetzt irgendwie, weißt du, so, wenn das jetzt so ein Podcast wäre, wo wir finden, wir müssen jedes Mal irgendwie so eine Message haben, wo wir irgendwie applizieren im Alltag, ist unsere Message, Heiratsanträge, wenn du jemanden möchtest heiraten, frag einfach direkt, face to face, vor ihr zwei und nicht vor Publikum. Es kann an einem romantischen Ort sein, aber sicher nicht in etwas inszenieren. Das finde ich irgendwie so Ja, mega. oder nicht in einem Stadion mit Leuten, so Fußballmatch, so Zeugs. Auch unangenehm. Oder an einem Konzert zum Beispiel. Ja. Ich weiß auch nicht, wenn irgendwie so Taylor Swift dann sagt, irgendwie so, weißt, wir haben eine Frage. Es ist Oh, schon absolut, aber das machst du nur, wenn du wirklich sicher bist, oder? Nein, ich weiß auch nicht. Okay, gut. Nein. Oder sagen wir beide, nein, du bist nicht geheiratet. Nein. So mit Ehering und so ein bisschen. Nein, gar Okay. nicht. Weil, Ja. also, ich ist zahle einfach so. Steuern. Ja, es ist wirklich so. Okay, oh ja, es ist, also, ganz AV und nicht einfach anderthalb. ich bin sehr gespannt. Eben jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, wissen wir es noch nicht genau, was Nein. angenommen wird, aber Nein, es ist einfach auf der Kippe. Und ich habe auch ganz viele Sachen gelesen, die wirklich dann so ein bisschen, ja. gell? Es ist nicht alles so super glänzend. Weißt du, es ist mega egoistisch, wir gehen von uns selber aus, oder? Ich finde dann auch, ich bin geheiratet und wir zahlen mehr Steuern, als wenn wir nicht, so weißt du, als könnten wir individual besteuert werden. Aber das Umgekehrte gilt eben auch. Das, Ja, natürlich. Aber das Umgekehrte ist halt einfach ein absolut vernichtend kleiner Prozentsatz. ja, Also wirklich das ein Einkommen, Haushalt, traditionelle Rollenmodell hast in der Schweiz, ist halt einfach statistisch Mhm. wirklich ein kleiner Prozentsatz. I'm sorry. Und nein, Das natürlich ist- solltest du die Leute nicht bestrafen. Aber ja, nein, also eben, du solltest niemand bestrafen grundsätzlich. Und ja, ich bin absolut für Steuern zahlen und ich zahle auch gerne meine Seraphim. Ich bin einfach irgendwie, ich bin ein eigenes Subjekt und ich will nicht einfach da, den Gugus da. Aber egal, ich glaube, das ist nicht. Ja, es ist der Gugus. Ich muss jetzt dafür das mit der Welt teilen und nicht, dass ich irgendwie jetzt mega reich bin, aber ich habe einen Brief vom Steueramt bekommen und es ist immer, weißt du, haben wir nicht gern, oder? Und dann mache ich einen Ausser es kommst Geld zurück über. Schön. Danke vielmals. Und weißt du, so ein bisschen ordentlich, sage ich jetzt einfach mal. Also ich weiss aber, wenn wir das letzte Mal Steuern gezahlt haben, ich so, fuck, es ist so viel. Und jetzt haben wir wirklich einen rechten Batzen zurückbekommen. Und weißt du, was lässig ist? Kommt einfach direkt wieder aufs Steuerkonto fürs nächste Jahr. Aber we're not complaining, ich habe mega Freude. Das ist immer schön. Gut. Ja, das ist immer gut. Es ist auch immer schön, wenn du bei der Selbstständigkeit so dich ein bisschen zu hoch eingeschätzt hast bei den SVA-Beiträgen. Ja. Und dann Wirklich? kommst du plötzlich irgendwie so 500, 600 Franken aus. Ja, und hey, du findest einfach irgendwie so einen harten Score. Ja. Und ihr werdet es bei mir jetzt unmittelbar merken, weil dann ist es einfach, dann heisst die Rubrik plötzlich Shit, I absolutely did buy. Und dann, ja. Maybe and you get a possum scarf. Possum Scarf. Ich wäre so dabei. Ich hätte so Freude. Ja. Nein, also wirklich cute. Ja. Also, wir moving on to last category. Und zwar, wir machen so eine Mash-up-Olympiade. Weil, ich meine, es ist jetzt ja nicht so, dass wir die riesen Sportcracks wären. Aber ich finde, es gibt durchaus drei Anlässe an der Olympiade, die ich finde, sind very noteworthy. Und das eine ist das ist vor allem eigentlich eine Gratulation am Scope Social Media Team. Und zwar haben sie unmittelbar auf das Girling Game von den kanadischen Männern reagiert, wo der eine noch, wo er den Stein wo er curlt hat, wo er den Stein losgelassen hat, und dann hat er nur mit dem Finger einen Stupf gegeben. Und das dürfen wir Ja. natürlich nicht. Aha, Und er hat gesagt, nein. Und die Kamera macht nachher so, natürlich. Und Gob hat dann
sehr, sehr schnell, innerhalb von 24 Stunden oder so, haben sie irgendeinen Social-Media-Beitrag rausgehauen. Dann eben einer durch die Gopfiliale durchläuft und überall einfach noch so ein Stüpfli gibt, weißt du, so. Ehrlich? Das habe ich gar nicht Und gesehen. der geht am Boden und ein Stüpfli hat Teigwarenpackung und einfach so überall noch so ein und Sorry? Oh, finde ich voll geil, finde ich gut. Finde ich total toll. Okay, aber kleiner Applaus für den. Well done. Der zweite Moment ist, die Alicia Liu, japanische Ja. Figure-Skaterin, Eiskunstläuferin, hat Gold gewonnen. Und Hast du den Lauf geschaut? natürlich habe ich Für den Lauf dich? geschaut. So les. Und mein 10-jähriger Eiskunstlauf, ich wäre total happy gewesen, dass nicht jemand ist, der so absolut skelettartig dünn ist. Aber ich kann natürlich einfach sagen, Leute, es ist nachher auch ein Bild für ihren Viralgang von ihrer letzten Pirouette, so von oben runter. Und wenn ihr nicht die ganze Kür schauen wollt, dann schaut das Bild an. Ich finde, das Bild ist so absolut perfekt Flow-State. Ja. Du siehst wirklich einfach, sie findet das, was sie macht, in dem Moment einfach das absolut Geilste auf dieser Welt. Und Ihr das das ist voll. Sie ist so schön. Du hast einfach gemerkt, die hat so verdammt Spass Ja. an dem, was sie macht. Und Wirklich. wirklich das letzte Bild, wie man sie sieht, von oben runter bei der letzten Pirouette, True. das wünsche ich uns allen. Dass wir irgendetwas machen, wo wir so Freude haben. Nein, ich finde ich im Fall auch. Das hat mich wirklich auch mega bewegt. Ja. Und wie sie nachher vom Eis gegangen ist und von dann, that's what I'm fucking talking about. Nein, es ist glorreich. Ja. Absolut. Und dann, mein dritter Lieblingsmoment, der ist eigentlich nach der Olympiade passiert. Und zwar sind ja, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, die kanadischen Männer haben ja Eishockey-Männer haben Gold geholt. Und dann haben sie ja so blöde Locker-Room-Talks gemacht mit Orange Cheeto-Präsident. Mhm. Und sie sind dann ins Weiße Haus eingeladen worden. Und die Frauen, die auch Gold gewonnen haben, sind ja dann erst nachher auch einen Tag später eingeladen worden und haben dann declined, weil sie es einfach nicht bekommen, termintechnisch. Und viele sagen, das ist eine blöde Ausrede. Und dann müsst ihr halt einfach eins verstehen, die arbeiten alle nebenbei. Die sind nicht, die verdienen nicht irgendwie 30 Millionen wie der Conor McGregor. Also weißt du, wie irgendwie da, Conor McGregor ist nicht ein Boxer. Fuck this shit. Der andere. Conor McDavid. Okay. Die verdienen nicht einfach zig Millionen im Jahr. Von dem her. Und dann hat sie abgelehnt. Und dann kommt jetzt eben das Beste. Dann kommt eben der grosse, und er ist wirklich so cute. Ich meine, who remembers Flavor Flav? Der afroamerikanische Rapper mit dieser grossen Uhr. Er ist ja sehr ein grosser Frauensportfan und er tut ja wirklich auch sehr viele amerikanische Nationalmannschaften sponsern. Und er hat dann das Frauen-Eishockey-Team eingeladen nach Las Vegas vor einer Big Party. Und heute hat er nachdoppelt, er lässt alle amerikanische Gold- also Medaillengewinnerinnen von dieser Olympiade lässt er ein auf Vegas vor einer Big Party. Finde ich einfach gut. Guter Mann. Gut. Das ist wirklich cool. Ja. Sorry, Flavor Flav, well done. Flavor Flav, well done. Ja. Ich glaube, er sponsert auch so, ich glaube, ein US-Synchronschwimmerinnen-Team und so. Also weißt du, ist wirklich voll wie. So, mega random und auch total Oh, lässig. fucking random! Aber so cool. gut. So glorreich. Flavor Flav. Nein, also wir haben uns wirklich, ich finde das total schön, weil ich bin ja wirklich auch überhaupt keine Sportfanatikerin. Und ich finde, es ist total schön, bei so grossen Events einfach irgendwie können die kleinen, coolen Storys rauspicken. Ja, das sind mir 3 coole Highlights von dieser Olympiade. Finde ich sehr gut. Danke vielmals für die sportliche Zusammenfassung. Ja, schön. Hast du schon wieder bei Sport aktuell? Aber wirklich, hat es noch nie gegeben im Podcast. Das So. Ja. Nein. Okay. Das finde ich wirklich schön. Ich finde das ein schönes Schlusswort. Können wir bitte mit dem beseelten Lächeln von der Elisa... Ja. Können Sie anschauen, oder? Vielleicht tun wir es nochmal, ja. Es ist wirklich, ich glaube, das müssen wir uns nochmal antun. Ja, nochmal alle in die Küche schauen. So schön. Also, wir reissen uns jetzt wieder eine weitere Woche grauenhaft zusammen, damit wir euch am Donnerstagmorgen wieder frisch nerven nächste Woche mit einem neuen Podcast. Halbschlau, voll Herz. Signature Moves, wo machen wir ganz blöde Sachen. Ihr solltet wirklich schnell das Video... Das zeige ich mir, dass wir alt sind, weil Gen Z macht das anders. Es ist wirklich andere, ich check's nicht, was sie machen. Nein, es ist, glaube ich, weißt du, so wirklich, wenn du mega lazy bist, machst du nur den. So. Das ist einfach das Herzli, das muss lange. Mit Daumen und Zeigefinger. Aber ich finde, es sieht einfach aus wie, ich will gerne zahlen. Ja, weißt du? oder ich will Geld. Money. Wir nehmen das auch mit. Wir nehmen den Vibe mit. Wir nehmen den mit in den Tag. Hey, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Schön, bis bald. Tschüss, ciao.